Eins ist sicher. Es sind bewegte Zeiten, wo sich die Aargauer Landwirtschaft seit 175 Jahren drin befinden tut. Vieles hat sich verändert in der Zwischenzeit. Und doch, was manchmal aus der heutigen Sicht modern empfunden wird, ist zu anderen Zeiten irgendwie auch schon da gewesen. Und in dieser ganzen Zeitspanne trifft man Leute an, die sich schon immer Gedanken über das, was gerade gegenwärtig passiert und wie das in Zukunft aussehen müsste, gemacht haben. Und sie haben so in unzähligen Anekdoten die Geschichte vom Bauernstand im Aargau geprägt. Doch jetzt schön der Reihe nach. Die Zeit, wo sich die Bauern im Aargau zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen haben, war noch eine ziemlich straube. Der junge Kanton hat sich seine Demokratie zuerst verdienen. Noch 1830 haben sich gegen 6000 Leute aus dem Freiamt gesammelt und in Aarau das Regierungsgebäude und das Zeughaus besetzt. Auch nach der Gründung der Aargauischen Landwirtschaftlichen Gesellschaft hat es in den umliegenden Kantonen etwa die noch für einen Bürgerkrieg gelenkt. Das Bauernleben im Aargau ist aber noch von anderen Tatsachen geprägt worden. Mit der Einführung des Aargauer Pflugs sind die Zeiten, wo man das Land jeweils im 3. Anbaujahr brachgelassen hat, zu Ende gegangen. Das Vieh hat man neu im Stall geführt und die gesammelte Gülle und der Mist als Dünger für den Acker- und Futterbau brauchen. Oder auf gut Deutsch, man hat die Äcker angefangen, intensiver zu nutzen. Das war auch nötig, denn es hat im Aargau immer mehr Müller zu stopfen gegeben. Die knappe Versorgung mit Lebensmitteln durch schlechte Anbaujahre hat noch ein paar Mal zu Hunger und Armut geführt. Und trotzdem, mit der Erschliessung der Bahnstrecke von Aarau nach Basel und besseren Strassen zwischen Zürich und Bern hat ein Rauchenwind um die Ohren der Aargauer Bauern angefangen. Die günstigeren Esswaren, die das Portemonnaie geschont haben, sind auf den Marktständen aufgekreuzt. Das hat zum Handeln aufgerufen. Ich sage alle nach Lenzburg. Die Aargauer Bauern haben visionäre Persönlichkeiten mit politischer Einflusskraft gebraucht. Der erste Präsident der neu gegründeten Aargauischen Landwirtschaftlichen Gesellschaft hat so ausgesehen und hat das Vertrauen der Bauern nicht wirklich wecken. Es hat ihm das gefehlt, was ein Präsident einer Bauernvereinigung heute braucht. Ein enger Bezug zur Landwirtschaft. Auch sonst hat es noch geharzt mit dem Weiterkommen der Bauerei im Aargau. Für die traditionell gesinnte Landbevölkerung ist das Annehmen und Umsetzen von neuen Ideen schon fast ein rotes Tuch gewesen. So verwundert es nicht, dass Ausbildungsmöglichkeiten wie eine landwirtschaftliche Ackerbauschule oder landwirtschaftliche Sonntagsschulen von den Aargauer Bauern zuerst einmal der Bach abgeschickt worden sind. Erst der wirtschaftliche Druck vom Industriezeitalter hat all diese Visionen zum Greifen gebracht und 1887 geht für die Bauern unter Mithilfe vom Bund die neue Winterschule in Bruck auf. Trotzdem ist die Entwicklung des Bauernstands im Aargau eine Gratwanderung. Auf vielen Höfen holt man sich durch Arbeit bei den aufblühenden Industriebetrieben ein Zusatzeinkommen. Die bis anhin häusliche Einfachheit verwandelt sich immer mehr zu einer Lebensweise, die mit erstrebenswert empfundenen Errungenschaften aus der Massenproduktion gekennzeichnet ist. Das wird dann erst im 20. Jahrhundert gehörig durchgeschüttelt.
Wirtschaftskrisen und 2 Weltkriege machen bewusst, dass der Handelsfluss aus dem Ausland schnell austrocknen kann. Vor allem auch was das Essen betrifft. Während man im Ersten Weltkrieg noch recht gut über die Runde kommt, was die Versorgung mit Nahrungsmitteln betrifft, wird es dann 20 Jahre später deutlich prekärer. In einem Kraftakt verwandelt sich die Schweiz zu einem regelrechten Bauernhof bis tief in die Städte hinein und lernt so die Schattenseite von einer bisherig vom Ausland geprägten Nahrungsmittelversorgung kennen. Das Schweizer Bauerntum kommt so dank einem visionären Kopf mit Planungstalent zu einer Schlüsselrolle in der Landesversorgung. Später gilt sie weitum als Musterbeispiel für die Krisenbewältigung in Kriegszeiten, einmal was die Ernährung betrifft. (1952) wird durch ein Volksabstimmungsgesetz zur Förderung der Landwirtschaft und Erhaltung des Bauernstands eingeführt. Das bringt auch Schwung auf die Aargauer Bauernhöfe. Die nächsten 40 Jahre stehen ganz im Zeichen der Produktion von Nahrungsmitteln. Bisher nur schwer kultivierbares Land wird mit Entwässerungssystemen nutzbar gemacht. Landwirtschaftstechnik geht in grossen Schritt vorwärts. Die ganze Betriebsökonomie wird neu überdenkt und führt zu ersten Siedlungen außerhalb der Dorfzentren. Im gleichen Zug entstehen im Aargau 3 landwirtschaftliche Schulen. Die ersten Supermärkte entstehen und prägen so die Einkaufsgewohnheiten, wie man sie heute kennt. Und das Strassennetz wird mit der Autobahn quer durch den Aargau kräftig ausgebaut. Es rockt und rollt, wie man so schön sagt, Ende 60er Jahre. Gern vergisst man bei diesen Bildern, dass Ökologie zu dieser Zeit noch ein Fremdwort war. Durch die garantierten Abnahmepreise vom Staat hat man zwar den Bauernstand gestärkt, gleichzeitig haben sich aber auch Probleme breit gemacht. Durch die eifrige Betriebsamkeit entstehen Nahrungsmittelüberschüsse, die der Bund teuer zu stehen kommen. Das führt Anfangs 90er Jahre zu einer Neuorientierung. Die garantierten Produktepreise werden schrittweise abgebaut. Durch die Liberalisierung des Welthandels kommen das Einkommen der Bauernfamilien durch das immer mehr unter Druck. Als Kompensation gibt es durch die neue Landwirtschaftsgesetzgebung zusätzliche Aufgaben auf den Höfen. Die Bewahrung und Pflege der natürlichen Ressourcen und tierfreundlichere Haltungsformen bringen tiefe Veränderungen in den Berufsalltag. Die werden in Form von Direktzahlungen entlöhnt. Gleichzeitig wird die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, was zu einem Rückgang der Bauernbetriebe und dem Bauernstand im Aargau führt. Immer mehr Gesetzesauflagen machen das Nahrungsmittelproduzieren im Aargau nicht einfacher. In diesem Umfeld wirkt der Bauernverband Aargau und schaut, dass die Interessen der Aargauer Landwirtschaftsbetriebe in Aarau auf Gesetzesebene vertreten sind. Das ist heute so, genauso ist es aber auch schon vor 175 Jahren. Daneben wird die Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger. Der Kontakt mit der Bevölkerung und die Erlebniswelt Landwirtschaft kommt nicht nur bei öffentlichen Anlässen zum Tragen, sondern ist je länger je mehr auch auf den einzelnen Höfen anzutreffen. Zeigen, wo hervorragendes Essen und Trinken direkt aus der Nähe herkommt, ist nur einer der Trümpfe. Denn immer kann das in einer Landschaft gemacht werden, die von den gleichen Leuten gepflegt und umsorgt wird. Und so liefert die Landwirtschaft heute eine Lebensqualität, die von allen jederzeit genutzt und genossen werden kann. Und diese Leistungen lassen sich auch schweizweit absolut sehen. Zum Beispiel bei überkantonalen Viehschauwettbewerben, wo die aargauische Viehzucht regelmäßig Spitzenplätze einnimmt.
Eine eigene professionelle Ausbildungsstätte unterstreicht dabei die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der Aargauer Bäuerinnen und Bauern. Und die ist extrem vielseitig. Es gibt viel zu entdecken in und um die Landwirtschaftsbetriebe vom Kanton Aargau. Visionen werden nicht nur im Verband umgesetzt, sondern auch direkt auf den Höfen. Mit neuen Ideen und Produkten treten sie auf dem Markt auf. Daneben produzieren sie aber vor allem etwas, das für uns alle wie selbstverständlich geworden ist. Einfach gute Lebensmittel.